wie wollen von dir mit Gottes Halb ein Thema betrachten, wo wir als Christen ständig wachsen sollen. Und das sind unsere Gebete, unser Gebetsleben. Wir losen in unserem Text aus Lukas auf, als Jesus auf einer Gewässer steht im Gebet wir und dann abhört, dort einer von seinen Jüngern zu ihm sagt, Herr, lehr uns beten. Lehr uns beten, so als Johannes seine Jünger beten lehrt. Und dieser wird, sei wie das Jünger sein Verlangen an seinem Gebetsleben zu wissen. Herr, lehr uns beten. Und als Bibelleser weit wie dort Jesus immer für die Zeit nimmt, die von ihm wahrlich lehren wollen. Und mit dieser wieder kriegt so. Jesus nimmt für ihn Zeit. Und in unserem Text los wie, wo Jesus seine Zuhörer 3 Hauptpunkte über Beten beibracht. Wir werden diese 3 Punkte taub untersuchen. In mein Gebet für uns alle von der Samaris ist, dass wir alle auch so ein Verlangen würden haben, in unserem Gebetsleben zu wissen und von Jesus zu lernen. Dass wir würden Christus des Jünger sein und zu Gott beten, Herr, lehr uns beten. Wies uns, wo wir beten oder mehr beten können und wo wir beten sollen. Wir werden so beten, so dass du uns die Bete hirsch, in der auch nur deine Werden beantworten wirst. So Jesus fängt mit einem Beispiel an, der uns wiesen wird, wo wir beten sollen. Und auf Hochdeutsch nennen wir das Beispiel dort Vater unser. Jesus in Vater unser Gebet hat 5 wichtige Teile. Erstens sagt Jesus, Vers 2, ans Vater im Himmel, dein Namen soll heilig gehalten werden. Und diese wird wiesen uns, zu wem wir beten sollen. Und wo wir unseren himmlischen Vater anreden sollen. Und vielleicht für die von der Samaris, wo sollen wir unseren himmlischen Vater anreden? Matt? Vom Horten und mit Wirt. Und auch mit Ehrfurcht, nicht? Und mit Leib. Ja. Und dann zweitens bet Jesus, lot den Rick kommen und den Wallen, aber ihr so gedun worden aus im Himmel. Liebe Geschwister, wo wird Gottes Wallen im Himmel gedun? Furz, wonach? Perfect, ganz, right? Ja, fertig. Furz, ganz und gleich. Nee. Furz, ganz gleichen. Willingly, immediately and totally sagen wir in Englisch. So wird Gottes Willen im Himmel getan. Und wenn wir dort beten, dann weil wir auch Gottes Haupt fingen, dort Krieg so zu tun. Der dritte Part von Jesus im Gebet ist eine Bitte für Gottes Versorgung. Er sagt, jaff ans Tag für Tag ans Brot. Und dann sagt Jesus, und verjaff uns unsere Sünden, wie vergeben auch alle, die uns schuldig sind. Und liebe Geschwister, das zu beten, halbt uns darunter denken, dass du keine Sünden zwischen uns und Gott kommen sollen, keine Dinge, keine Jata, die zwischen uns und Gott kommen sollen, oder keine Missverständnisse, oder keine, ja, so eine Sachen, die uns von Gott trennen wollen. Und wir sollen auch andere vergeben, Christus Gott uns vergeben hat. Und wenn wir nicht ehrlich sind, andere zu vergeben, dann wird Gott uns auch nicht, sagt die Bibel uns. Und der 5. Punkt vom Vater unser ist eine Bitte an Gott, dass er uns vor jährlichen Gefahr und Schulden bewahren wird. Er sagt, und lädt uns nicht an der Versiegung nennen, aber bewahr uns für den Bösen. Ist das wichtig, dass wir das beten, dass wir Gott um Schutz und Bewahrung beten? Das ist. Der so tun, als uns ständig hängen an, ist er nicht? Alles, was Gott sieht, ist, weil so tun verstehen,
anbringen, zu nicht merken. Und deswegen werden wir ganz ernstlich einmal beten, dass Gott uns von den Bösen bewahren wird. Und obwohl Jesus uns ein Beispiel gibt, dort Vater unser, von wo wir beten sollen, meint nicht, dass wir immer dort sollen beten sollen. Und dort gibt es so eine, was glauben alle Tag wie sollen, und wir müssen dort Vater unser Gebet beten. Christus Jesus ans Lied. Nur, dass wir ein Beispiel. Weil wir auch niemals denken, dass wir alle immer eben rein beten sollen. Dass all unsere Gebete sollen immer eben rein hören. Jeder von uns geht durch verschiedene Tiden. Der eine geht durch eine sehr feine Tid, eine leichte Tid, der andere durch eine schwere Tid oder eine ganz schwere Tid. Also dann wollen unsere Gebete auch verschieden sein. Und wenn wir beten, dann reden wir mit Gott, nicht Menschen. Wir reden zu Gott. Also, wenn wir uns nicht Sorge machen, über was Menschen von uns denken wollen, wenn wir eine Gebetsstunde beten, öffentlich beten. Und vielleicht ist das ein Grund, warum du nicht zum Gebetsstunde kannst. Vielleicht hast du mit Angst. Du wirst nicht vor anderen Menschen reden. Andere Menschen sind die nicht beten hier. Was wollen die anderen Menschen über mich denken, wenn ich beten kann? Oder wenn ich vielleicht die rechte Wirt brücken kann? Oder wenn ich vielleicht einen Fehler merke mit meiner Wirt? Liebe Geschwister, wir sind niemals so eine Ängste haben. Wir beten nicht zu Menschen. Wir beten zu Gott. Wir beten Gott an. Wenn wir taub kommen und öffentlich hier beten, dann die anderen, die wollen für einen auch beten, nicht? Die helfen uns im Gebet. Wir kommen tot am Gebet. Und deswegen, wenn einer Gebet hat, dann sei wir alle Wort. Amen. Das meint, ich stimme mit dir mit. Ich bete mit dir. Ich helfe dir zu beten. Amen, sei wir. So, wir müssen nicht Angst haben, wenn wir öffentlich beten. Wir unterstützen einander damit. Gott gleicht dort, wenn seine Kinder taub kommen, in Arm anbeten, in der Arm beten. Er will dort von seinen Kindern. So, Jesus will seine Taubheit wissen, wo die beten sollen. Und dann zweitens, wo nötig dort ist, unheilend in unserem Gebetsleben zu sein. Unheilend zu sein. Um an der Halben der Bete zu verstehen, brauchte Jesus weiter ein Beispiel. Er sagt in Vers 5 und 6 von Lukas 11, er sagt, wo würde es sein, wenn von jüngwer Märden an der Nacht würde seinen Freund gehen und sein Freund, lieh mir drei Beutchen oder Brot, wie es einer von meinen Freunden ist, ab seiner Reise bei mir gekommen und er kann nicht am Pferde saten. So, das wird sehr anpassend gewesen sein, für die, die schlupen wollen, in Märden an der Nacht abgeweiht werden. Aber wir werden nicht vergessen, dass diese zwei Freunde werden, right? Die werden Freunde. Und weißt ihr, liebe Geschwister, Jesus nannt uns aus seinen Nachfolger und aus Gottes Kinder auch seine Freunde. Wir sind seine Freunde. Jesus sagte seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 14. Johannes 15, Vers 14, Jesus sagte zu an, ihr seid meine Freunde, wann je Wort. Ihr seid meine Freunde, wann je. Amen. Ihr seid meine Freunde, wann je dort tun, wo ich ihnen sage. Dann kann Jesus seine Freunde sein. Dann nannt Jesus uns als seine Freunde. Und Christus das Mann sich wohl genug gefällt hat, um mitten an der Nacht nach seinen Freunden zu gehen, um Halb zu kriegen, soll wir uns auch immer wohl feilen, nach Gott zu gehen, kriegen dann, was von der Zeit dort ist oder was uns fehlen wird. Das sind Zeiten gewesen, wo ich im Bad wir ein schlupen soll, all, und ich kann nicht schlupen, die sind Dinge, Gedanken, die ich höre, was immer, und dann wenn ich nicht schlupen kann und die Gedanken kommen, dann bete ich bloß. Für die Dinge. Es Gott noch ab, wenn wir nicht schlupen können, der ist noch. Und kriegen down, was von der Titel ist, ich habe Gott immer weiter unrufen und unsere Gebete anbringen. Er nannt uns seine Freunde. Und die schlafen nicht, die wird er immer sein. Wenn wir nu trainen an den Text gehen, Vers 7 und 8, weiter lesen, so sagt Jesus, und wenn die von Bäden dann sein wird, bode mich nicht, der ist all zugeschlossen, ich sehe mit meinen Kindern all im Bad, kann nicht abstehen in die Jeven.
Ich sage Ihnen, wenn er auch nicht wird abstehen, am Deite geben, wie es er sein Freund wir, dann wird er ober abstehen in am geben, was er braucht, wie es er so unheilend wir. Wenn wir unheilend beten, dann wies wie Gott, wo irgendwie an sie Gebete meinen. Ich denke an die Sophia, okay, 6,3. Und das kann manchmal sein, die schlafen nicht alles. Und manchmal, wenn die Eltern ein Gespräch haben, und die Nubren, und sich im Bett, und dann durch im Hintergrund ständig ein Mama, 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 Mama. Und kriegen eine gerade gut, ich konnte das nicht ausschluten, das sei kann. Aber dann sage ich, was fehlt dir, Sophia? Wenn sie so unheilend ist, mit Mama sein, dann schließlich zu laut sein, die Eltern, was fehlt dir? Right? Und Gott sagt, wenn wir unheilend in unsere Gebete sind, dann hört er uns auch. Wenn wir unheilend beten, wir wiesen Gott, wo irgendwie uns die Gebete meinen. Wir wiesen Gott, dass uns Glauben und Arm in seine Macht stark ist. Wir wiesen Gott, dass wir uns ab Amt verluten und vertrauen, dass Gott uns Gebete nur seinem vollkommenen Willen beantworten wird, wenn er sagt, nicht erst was du. Right? Wir werden immer haben, dass Gott nie unsere Gebete hören soll, nie was tun soll, aber Gott sagt uns manchmal noch nicht, wachen wird. Und dann beten wir unheilend. Wenn es manchmal ist, noch nicht Gottes Zeit, unsere Gebete zu beantworten. Weil wir Geschwister, Gott wird unsere Gebete immer nur seinem vollkommenen Willen beantworten, wenn wir unheilend beten. Ich will noch ein Beispiel für uns lesen, da wir in Lukas 18 fingen. Lukas 18, ich lese Vers 1 bis 8. Lukas 18, 1 bis 8. Jesus sagt seine Jünger durch ein Gleichnis, Luke 18, Vers 1, dass sie immer beten sollen und nicht mutlos werden. Er sagt, in einer gewissen Stadt wie ein Rechter, der Gott nicht fürchtet und keine Menschen achten tut. Und du wie auch einer weht früh in der Stadt, der immer wartende am Keim in Prag hat, dort er soll halten, von ihren Gegnern loszukommen. Er lässt sich lang krähen, aber sagt schließlich zu sich selbst, wenn er Gott auch nicht fürchtet und Menschen nicht acht, aber wie es diese weht früh so am Herr ist, wo ich te erreich verhalten. Dort mir dort nicht zu lat mit euren Antwort, dann sagt der Herr, horch, was der eingereichte Rechte sagt, und soll Gott nicht seine Utgewählte te erreich verhalten, der am Tag und Nacht darum beten, in Unheilen, und wird er sich lang prachen luten, ich sage Ihnen, dort er an sein Bild te erreich verhalten wird. Und das ist nicht bloß einer oder ein Jünger, der das sagt, das ist Jesus selbst, der uns das sagt. Gott wird uns helfen, wenn wir unheilend beten. Gott selbst verspricht uns das. Das kommt von ihm. Jesus lehrt uns unheilend zu beten. Und ans Tages habe ich auch gesehen, wo Jesus seine Jünger wiesen dort, wo sie beten sollen, erstens, und dort sie unheilend beten sollen, right? Und nun drittens hat Jesus dann auch beigebracht, woran wir beten sollen, woran die beten sollen und woran wir beten sollen. Er sagt in Vers 9 und 10, und so sage ich ihnen, frecht und ihnen wird gegeben worden, siegt und die worden fing, klappt an und der wird ihnen aufgemerkt worden. Wer du frecht kriegt, wer du siegt fängt und wer du unklappt, für den wird aufgemerkt. So alle drei von diesen Punkten wiesen uns, dass Gott uns helfen will und du wegen soll zu Gott beten, wegen er uns helfen will, aber wir machen diese drei Dinge tun, um seine Hilfe zu kriegen. Gott ist uns dich bei, dort weit wie alle. Und der Psalmist sagt uns sogar in Psalm 144, Vers 18 und 19, Psalm 144, Vers 18 und 19, Psalm 145, Vers 18, der Herr ist all die non, die arm onropen, all die arm en Wahrheit onropen. Hij stellt die tevreden, die am fürchten. Hij hiert, wann sie schrien, en hij halbt an. So wir weiten, dass Gott uns dich bei ist. Aber bloß zu weiten, dass Gott dich bei ist, halbt an sehr wenig, liebe Geschwister. Wir müssen auch wahrlich sein, in der Arm im Gebet zu kommen, und seine Halb zu freuen.
Siegen empfängt. Jesus sagt, Frucht in ihn wird gegeben worden. Das sind welche Dinge, die Gott für uns hat, Dinge, die in Gottes Willen für uns stehen, die er uns geben will, uns schenken will, aber wir am erst nur freuen machen. Johannes schreibt in 1. Johannes 4, Vers 14 und 15. 1. Johannes 4, Vers 14, 1. John 5, Vers 14. Und wir können uns sicher sein, dass er uns hören wird, wenn wir in der Arm wird freuen, dass nur seinem Willen ist. Und wenn wir weiten, dass er uns hört, wenn wir arm und wird freuen, dann weiten wir auch, dass wir dort haben und wird wir beten. Okay, so wir müssen freuen, aber wo soll wir freuen? Was sagt Johannes hier? Dass nur seinem Willen ist. Right? Und das ist auch wichtig, dass wir dort nicht verjähren. Wir wollen haben, dass Gottes Willen getan wird. Right? So unsere Gebete sollen in Gottes Namen gebet worden und auch nur seinem Willen gebet worden. Und das passt mit dort taub, was Jesus selbst in Johannes 14 sagt. Johannes 14, Vers 13 und 14. John chapter 14, verse 13. Johannes 14, Vers 13 und 14. Er sagt nu, wat je in mijn naam beden worden, dort wo ik down. Dat de Vader durch den Sinn geirrt wordt. Wat je in mijn naam beden worden, wo ik down. So wat wir in Jesus in naam beden down, nur Gottes Willen beden down, wird Jesus down. Und hier redet Jesus ganz spezifisch von den Heiligen Geist kriegen. Dort wenn sie eine Nufeige am Frauen down, um seinen Geist zu kriegen, dann wird er an seinen Geist schenken. Aber das sind auch andere Dinge, die Gott uns geben will, Dinge, die er für uns hat, die er uns schenken will. Und wir müssen an bloß erst nur frauen. Und wenn wir Gott um Wort frauen, dann müssen wir auch reine Aufsichten haben, reine Motiven haben. So ist Jakobus ans Lieet in Jakobus 4, Vers 3. Jakobus 4, Vers 3. James chapter 4, Vers 3. Er sagt, hier redet er zu den Kinder Gottes. Und die hatten wahrscheinlich, die waren mit unzufrieden, die hatten ihre Gebete Gott gebracht und Gott hat ihre Gebete nicht gehört oder nicht beantwortet. Und dann sagt Jakobus an, die beten und kriegen dort nicht, wie sie mit falschen Aufsichten beten. Die prachen Sachen, die eine eigene Last zu befriedigen. So die hatten die echten Motiven, für woran sie beten deuten. Aber wenn unsere Motiven rein sind, und wir nur Gottes Willen freuen und Jesus in Namen beten, dann wird Gott uns immer dort geben, was uns fehlt. Und Gott weiß, was uns fehlt. Und dann sagt Jesus, siegt und je wollen fing. Und das sind weiße Dinge, die Gott uns all gegeben hat, liebe Geschwister. Oder für uns all getan hat. Aber wir brauchen Gottes Hilfe, um die Dinge zu sein. Right? Und manchmal, kicken wir was von diesen Dingen, die Gott uns gegeben hat. Was sind was Beispiele von Dingen, die wir vielleicht kicken und Dinge, die Gott uns gegeben hat, aber wir Gott nicht genug verloben und danken. Hast du Beispiele? Ja, Krieg. Ja. Und was sind noch mehr Beispiele? Gesundheit. Ja. Ist nicht jeder Tag, wo wir abstunden, dann mal unsere Gesundheit ein Geschenk Gottes? Ist das nicht? Und da macht mich ganz besonders, wenn wir erst krank sind. Wenn wir erst im Bad voll sind, nicht? Was sind noch andere Beispiele? Bitte, Leute. Eten. Ich muss von der ersten Mal daran denken. Wo Gott wir dort nicht haben. Dass wir alle Tag eten können. Und ich sagte meine Frau, ich weiß nicht, ob das von der ersten Mal ist, wie oder gestern, wo würde es sein, wenn das wirklich nie knapp worden wird? So ist es erst einmal wir. Und dann sagt meine Frau, würden dann viel mehr Sipp eten, als was wir nicht tun. Und das stimmt.
Das stimmt. Wir haben es so gut. Und das passiert viel zu viel, dass Kinder Gottes Gott nicht genug dafür danken. Wo gut dass wir in das Land haben. Wir gleich ein leichter klären und sagen, oh, das Land jetzt zu Grund. Okay, weil dann wollen wir dafür beten. Für unsere Politiker beten. Für die, die so eine Städte sind. Weil wir für uns als Kinder Gottes beten und wir würden mehr tun können, um Gottes Wort zu verbreiten. So dass mehr Menschen Gott finden können. So dass das Land anders werden können. Right? Das ist so leicht zu klären, zu klagen. Aber viel schwerer zu beten. Weil wir Beter sind. Manchmal ist es schwer, uns diese Dinge zu sein. Wir siegen nicht. Und dann fängen wir da nicht. Wir machen siegen. Oder manchmal haben wir Frauen, über jährliche Sachen oder uns fehlt Richtung im Leben, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Dann soll wir Gott um Hilfe fragen. Wir sollen Antworten siegen, dort finden. Und dort fing dann, was Gott uns wiesen will. Gott will uns leiten, er will uns führen. Aber wir müssen in seiner Leitung manchmal siegen. Wo lehrt Gott uns? Durch den Heiligen Geist, auch durch sein Wort. Zoals der Psalmist sagt, ein Wort ist eine Lampe mit den Weg zu wiesen, auch ein Licht mit den Stich zu bedachen. Gottes Wort ist da. Dort hat Antworten für so viele verschiedene Fragen, die wir haben. Aber wir müssen siegen. Und wenn wir siegen dann finden wir die Dinge. In vierten steht Krieg dort, was Gott uns wiesen will, direkt vor unsere Augen, und wir sehen das nicht. Krieg als kleine Kinder, vierten wollen Eltern ihre Kinder was schenken, dann finden sie das nicht. Und obwohl das ganz dicht bei ist und ganz klar das sein ist, und dann kommen die meistens Tränen, Mama oder Papa, und sagen, ich fing das bloß nicht, das ist noch nicht, wo du fängst. Right? Das ist noch nicht, wo du fängst, das ist hier nicht. Was du mir helfen? Und dann kommen die Eltern merken, dass die bloß ein Poste können. Ein Poste können meistens. Im anderen sind manchmal kriegst du euch. Aber Kinder besonders, nicht? Ich fing das nicht. Dass die ein Poste können, was die Mamas, dass die fangen haben. Und manchmal sind Christen krieg so, also, wenn wir noch was siegen, wenn wir nach Gott am Gebet kommen, in Arm halb fragen, dort zu finden, was er uns wiesen will, und was wir siegen da. Das geht nicht lang, was Gott uns das gewesen hat. Die sagen, also, krieg vor uns, was er uns wiesen will. Und wir sagen das nicht, aber sieg wie. Fragt und jüngst, was die hier vorhin siegt, und die wollen fängen, dann sagt Jesus nach Talat, klappt an, und der wird jüngst aufgemerkt worden. Und das ist ähnlich zu dort, was wir am Anfang all gesagt von den Freunden, was miteinander nachgekommen wird, um Brot von seinen Freunden zu kriegen. Und seine Freunde mögen am der oben, und am Krieg dort, was am fehlt. Und Gott ist auch so, liebe Geschwister, wenn wir nach Arm kommen, wird er uns niemals der nicht aufmerken. Er merkt uns der Arme auf. Aber wir müssen kommen, wir müssen anklappen. Und das Bild kann auch anders ausgelegt werden. Menschen reden von offenen Dären oder Gelegenheiten, wo voran stunden down, wo sie vor eine Entscheidung stunden down und merken müssen. Und dann manchmal stunden mehrere Dären zugleich auf. Und wir wissen nicht, in welcher der wir durchgehen sollen. Und ich denke ganz besonders an unsere jungen Menschen, an unsere Jugendlichen. Wir wollen große Entscheidungen merken, Entscheidungen machen unsere jungen Menschen nicht alle Tag merken. Also, liebe Geschwister, weil wir für unsere jungen Menschen ganz besonders beten, dass Gott an Krieg, die Rechte deren aufmerken wird, die sie nehmen sollen, und auch die deren Tau merken wird, die an Schuden wollen. Die haben so eine große Entscheidungen, die sie nie am Leben merken müssen in ihren jungen Jahren. Wir werden für anbeten, dass sie würden auch die Rechte deren fängen, dass Gott die Rechte deren an aufmerken wird. Jesus sagt, wer du fragt, kriegt, wer du siegt, fängt, und wer du anklappt, für den wird aufgemerkt.
wer nicht freuen det, kriegt nichts. Okay? Wer nicht siegen det, wird nicht fängt. Und wer nicht unklappen det wie Gott, wird nicht aufgemerkt. Sagt Jesus ans. Und das Jünger, wird nach Jesus gekommen, wir hat den Wunsch von Jesus zu lernen, so dass er in sein Gebetsleben wird wachsen kann. Liebe Schwester, das ist ein Ding, wo wir alle an wachsen können. Und ich schließe mich auch da an. Ich kann in meinem Gebetsleben wachsen. Und ich glaube, ich kann alle, nicht? Wird ihr nicht zustimmen? Das Jünger ging nach Jesus. Er sagt, lehr uns beten, Herr. Würden wir dort auch nicht zu Gott beten sollen? Haben wir auch so ein Verlangen? Wenn ja, dann war wir wohl möglich, mehr beten. Weil wir in die Gebetsstunden kommen. Weil wir eine jährliche Familie sind, die taub beten dort. Die füreinander unheilend beten dort. Die sich ab Gott verluten dort. Gott will uns alles geben, was uns im Leben fehlt. Er will uns Kraft geben, was wir siegen dann. Und wenn wir in den Arm kommen, dann wird er uns immer der aufmerken, ob wir müssen kommen. Wir müssen beten. Und liebe Schwester, ich würde Ihnen alle zurufen. Wir wissen alle, was am Ding sagt, kommen wird, right? Wir haben diese Land, das Wohl hier in der Stadt, weil wir ernstlich dafür beten. Dass die reichen Politiker ankommen dann, dass durch keine Eierreichtigkeit sein wird, wie? Und dass Gott das Land in der Zukunft auch segnen wird. Mit seinen Durchsein, mit all den Reichen, die wir von der genießen können, die bleiben würden. Wir sollen Beter sein. Herr, lehr uns beten. Und mag Gott uns auch damit helfen. Amen.